Yu-Gi-Oh! GX geht hier nächste Runde bei Legacy Duels Link Evolution und zwar zu einem Duell der Häuser, wieder mal. Später im Unterricht sagen andere Schüler so Blaze Blue zu Jazz Spring. Ah, Jazz war das genau. Ob der Blau sitzen dürfen. Jazz soll ab jetzt bei den Verlierern von Ra Yellow sitzen. Genau, aber bis zu dem Zeitpunkt hat ja Jazz Prince bereits einmal gegen Jaden nochmal gefight. Also einmal gefightet und verloren. Und deswegen sollte irgendwie abgestuft werden. Wobei, Verlieren von Ra Yellow finde ich jetzt sehr hart, weil Ra Yellow ist das mittlere 3 Häuser und sicher sind das keine Verlierer. Ich erinnere mich, gegen Chain Yugi hast du verloren. Obwohl wir es alle gar nicht gesehen haben und ich auch nie mit ihm duellieren durfte, aber ist ja egal. Ein Duellant von Ra Yellow? Dazuhören kannst. Oh Mann. Das ist dringende Zerstörung. Dein Deck ist komplett ruiniert. Oh Mann, was du denn jetzt, Bestien? Weniger als eine Stunde später. Bestien, du bist noch pünktlich und ich sehe, hast du ein paar Freunde mitgebracht. Moment mal, Chase, dein Prüfungsgegner? Bestien, da muss er es gewesen sein, der deine Karten weggeworfen hat. Wie bitte? Ich habe keine Ahnung, wovon er redet, Dr. Crowley hat nichts gemacht. Bist weggerannt, im Deck anderer Leute herum. Das stimmt. Das ist die Erklärung. Lügner! Okay, dann bist du eben keiner. Jetzt hast du uns einfach duellieren. Ja, weil Bastion hat ja sowieso mehrere Decks. Aber ja, ist ein ähnlicher Move wie damals mit Weevil, also bei Yugi einfach die Exodia ins Wasser geworfen hat. Ich habe mich oft gefragt, wieso Yugi eigentlich nicht die Exodia einfach ersetzt hat. Klar, Exodia-Karten sind ja sehr selten im Anime. Aber ich meine, wir sprechen hier von Yugi, nachher, wo der Champion König der Duellanten wurde und dann wiederum später ja auch der Champion vom Battle City Turnier. Da hätte man sich was machen können, denke ich jetzt mal. Aber egal. Also, Bastions Deck ohne Fusionsmonster. Hat seine Verbindung, alles klar. Jetzt muss ich erstmal gucken, was er auf der Hand hat. Ein Feuermonster. Mal gucken. Fossile Grabung. So, was haben wir hier alles Schönes? Okay, wenn es natürlich um den Wasserdrachen geht, dass er den rufen kann. Erstmal Oxygedon. Die Frage, ob Chase wegen so viele Feuermonster im Deck hat, aber muss ja fast so sein, wa? Besten setzen ein bisschen auf Dinosaurier und Drachen und so, lustigerweise. Ja, Bock zum Angreifen hat er nicht, wa? Noch irgendwie so ein Viech, ganz ehrlich. Oxygedon! Jo. Wo bleibt der Schaden? Ein Pyromonster, ach so. Ja, es war ja zwar vom Typus Feuer, aber es war ja kein Pyromonster. Das ist ein bisschen was anderes noch.
bereits eine H2O-Verbindung, aber okay. Oh, der gut, aber aus Normalbeschwörung wäre es ein bisschen schwierig gewesen, nicht zu rufen. Egal, komm. Muss auch hier erstmal wieder ein bisschen warm werden mit den ganzen Decks der einzelnen Charakteren. Kabasauls. Das ist ein bescheuerter Name. Vor allem, warum hat er das Monster im Deck? Verstehe ich gar nicht. Bereits der dritte. Das dritte Viech. Tja, so viel dazu. Oh, Topf der Gier, du kommst wie gerufen. Ruhe doch mal noch Hydrogeddon. Das werden wir schön angreifen. Ernsthaft jetzt? Oh je, oh je. Nee, machen wir einfacher. Hier, Blitzeinschlag. So. Geht doch wesentlich einfacher, Freunde. Hydrogeddon. Hier ist ein Monster, aktiviert eine spezielle Fähigkeit. Sehr gut. So. Ist ja H2O, genau. 2 Hydrogeddon, aber noch ein Oxygeddon, den ich im Friedhof habe. Dann kann ich theoretisch einen Wasserdrachen rufen. Toll, bringt dir sehr viel. Okay, Monster-Animation wäre jetzt gar nicht mal so übel. Okay, den Effekt nehme ich aber gerne. Ich hoffe nur, zieh kein weiteres Monster, weil wir können sonst ein bisschen dämlich werden. Okay. Ja doch, komm. So, holen wir doch bitte einen Oxygeddon. Und der dritte Hydrogeddon. Also es war ja gehofft, dass er irgendwie, der Typ hier den angreift, aber egal. Hat trotzdem geklappt und noch ein bisschen Kartenglück gehabt. H2O-Verbindung. Tja, Wasserstoff, Sauerstoff und es ergebe Wasser. Der Effekt von Wasserdrachen ist noch cool, wenn er zurückkehren würde. Aua! Das tat weh. Okay. Ja. Deswegen klar, A2O-Verbindung kannst du ja mehrmals auf der Hand haben, einfach mehrmals wieder den Wasserdrachen rufen. Ich habe jetzt nicht bedacht, beziehungsweise wusste nicht mehr, dass Wasserdrache so drauf ist. So, Raigeki, komm. Ist er gebannt? Ich glaube zwar immer noch. So. Wasserdrache, bitte beenden. Dankeschön. Ciao, Tschüss.
Gut gespielt, Chase, aber leider nicht gut genug. Reines Glück, Mann. Ich war bereit, dich zu schlagen, aber mit einem halben Dutzend anderer Karten. Tut mir leid, aber du hättest eh verloren. Chess, du hast gestohlen, gelogen, betrogen, hast verloren. Du verdienst es, herabgestuft zu werden. Nein! Doch, also, sorry, aber... Neuer Duellant. Okay, wird denn das jetzt? Ganz kurz gucken, also bis wo? Bis hierhin. Ja, bis hierhin ist noch die erste Staffel. Weltuntergangsduell. Er wollte sie von den Schatten reiten und er machte 3 heiligen Ungeheuerkarten warnen. 3 was für heilige Karten? Ungeheuer, Mann. Sind den 3 Götterkarten sehr ähnlich, aber die gibt's ja nicht mehr. Ja, ja. Das wird das Ende unserer Welt bedeuten. Das Ende? Schattenreiter. Okay, wir können in diese Karten beschützen. Wenn die 7 Geistertore schützt. Um an die Karten zu gelangen, muss man diese Tore aufschließen. Um sie aufzuschließen, benötigt man die 7 Schlüssel für die 7 Tore. So werden wir die Karten beschützen, indem wir die Schlüssel verwahren. Eh nach uns suchen, sie meinen uns ausschalten. Der plötzlich ist Chase da. Beziehungsweise trägt jetzt irgendwie schwarz und irgendwie nicht mehr gelb, was er eigentlich sollte. Und ist er gar nicht bei Iraha Yellow, mittlerweile ist er bei Slifer Red und so. Also irgendwie, da hat man einiges übersprungen, leider. Der ist der Schattenreiter. Haha, wieder noch. Nightcrawd. Okay, der ist der Schattenreiter. Ja, duellieren wir uns, komm. Dieses lange Gequatsche hier. Super Koi Koi. Jaden gegen Nightcrawd. Wo man sie anders schreibt. Beziehungsweise nicht so sagen, wie man schreibt, aber ist ja egal. So, Jaden. Und da halt Wild Edge. Donnergigant. Tempest. Wir kommen also aus Australien. Rampart Blast haben wir noch. Mudballman. Auf die Fusion von Bubbleman und Bursting Tricks hat noch nicht entdeckt, wa? Ne, alle sind irgendwie. Naja, fast alle. Und claimen als Basis. Nee, er hat schon ein paar, aber. Ja, trotzdem ein paar fehlen noch, aber egal. So, kommen wir erstmal. Die schöne Karte und mal das Fusionstor. So. Zeige dich, Bursting Tricks. Ja, man, da geht das gut, hey. Ein schwarzer roter Andrache. Ist das etwa Joey? Nee, leider nicht ganz. Oh. Okay, das war eine coole Combo. Ich meine, ja, war eine offensichtliche Combo, aber eine Combo, die funktioniert. Alter. Hat einfach eine Starthand. Alter Schwede. Oh, das waren Schmerzen, Freunde. Das waren Schmerzen. Momentan bringt eh nichts. Drachen und des Infernos, ja, ja. Und tut der scheiß Speerdrache, der um meine Verteidigung geht, natürlich. Ei, Karamba. Jo, ich würde sagen, der erste Schlüssel ist gleich weg. Ja, aber bringt nichts, weil dann hole ich Bursting Tricks und dann. Da habe ich auch nichts von.
Schwede, Nightcrawler, was hast du für Kombis? Jo, jetzt brauchen wir ganz fix eine neue Karte. Und wir haben verloren. Dankeschön und tschüss. Ja. Und der erste Schlüssel ist weg. Wild Edge, Blade Edge. Ja, super. Muss ich erstmal haben, die Karten. Man nimmt diese Ratschläge. Mach das, mach das. Ich hatte eine scheiß Starthand, da kannst du gar nichts machen. Außer weinen. Aber nein, der hat eine coole Starthand gehabt. So, das sieht schon ein bisschen besser aus. Warte mal, es ist ein pro Spielzug. Okay. Das heißt, spielt sie trotzdem mal. Albtraum Trugbild muss er gar nicht aktivieren. Ich habe eh schon 4 Karten auf der Hand, also. Das ist mir für später. So, Wildheart, Wolkenkratzer, passt doch schon mal. Falleneffekten unberührt. Mhm. Setze mal noch Wolkenkratzer und spiele Monster im Verteidigungsmodus. Oh, war jetzt nicht so tragisch. Verband, Friedhof auch so. Das Küken, okay. Dann spiele ich mal noch Eiliger Notruf. So, zieh mal Blade Edge nimm mal Blade Edge auf die Hand. Und dann rufe ich Elementarheld Wildheart. Wildheart, greif ihn an! Danke! So, wenn ich nämlich Wild Edge rufen kann. Nein, wie Albtraum Trugbild, naja. So eine Karte, sag ich jetzt mal. Kann man mögen, muss man aber nicht, oder? Und Trugbildrache, ja super, kann man eine Fallenkarte vergessen. Man muss jetzt 3 Karten abwerfen. Ne, warte mal, eine war es, wa? Ne, doch 3, super. Ciao. Ja, Albtraum Trugbild ist eine geile Karte, um das Deck auszudünnen, aber ansonsten. Hat die Karte so seine Schwächen. Und nochmal der schwarze Rodang-Drache. Och nee. Der rodange finstere Drache. Das kann wohl nicht sein. Du musst leider gehen, Kumpel. Bye bye. Oh, Schwein gehabt. Der Drache war jetzt ein bisschen übel. Ich hasse die Karte Albtraum Trugbild, die muss ich da raus. Ich kann so gar nichts mehr spielen, Freunde. Was soll der Mist?
So, 2 Karten gehen weg. Bitte Bubbleman, wenn es geht. Nein, natürlich muss ausgerechnet die sein. Alter, leck ihn doch am Arsch, ey. Gut, setze halt die noch. Was für eine Kackkarte, ey, Albtraum-Trugbild. Komm doch jetzt nicht mehr los. Das ist das Traurige. So, gehen wieder 3 Karten weg. Bubbleman, bitte. Bubbleman! Danke. So, Fusion, kann der Donnergigant rufen. Ja, komm, mach mal. Brutzel, Brutzel. Yes, man. Das gewählte Ziel. Okay, ein anderes Mal. Ach, die fucking mystische Tomate. Ernsthaft? Okay, können so einen Effekt aktivieren. Will ich aber gerade nicht, weil es nicht muss. Sie haben noch Spiegelkraft. So, wir langsam mal Notreserve ziehen. Wäre mal ganz hilfreich. Jo, er braucht die schon, ne? Kann man es ein bisschen hinmachen. Der geht langsam flöten. Noch so ein dämliches Küken. Oh, ich danke dir, Freund. Wobei, ziehen müsste ich eigentlich trotzdem noch. Doch nicht. Krass. Der ziehen müsste ich eigentlich trotzdem noch die paar Karten, aber ich muss nachher in diesem Zug nicht mehr. Weil darum ging es im Prinzip, hä? Trugbild nach mit Notreserve kombinieren, also erstmal Karten ziehen, aber nachher keine ablegen. Das war der ursprüngliche Gedanke dahinter. So, aber einen kann ich trotzdem Donnergangs Effekt nutzen und Schwarz-Rot Drachen loswerden. Trotzdem rufe ich erst einmal Rottweiler. So, jetzt sind es noch 100. Aber Rottweiler auch angreifen mit dem schwarzen Drachen. Scheiße, weil der Drache hat ein bisschen zu viel Power für meinen Geschmack. Fuck it. Okay, gut, das Ganze war ein bisschen anders geplant, Freunde, aber egal. Aber ich muss sagen, zum Glück hat er den mystischen Weltraumtaifun aktiviert und mir somit ziemlich sicher den Arsch gerettet. Ja, toll. Der Effekt von Rottweiler funktioniert nur, wenn es zerstört wird im Kampf. Natürlich auch kacke, aber was willst du machen, wa? Aber es wird langsam besser mit Chain Stack. Ich komme langsam, aber stetig rein. Wie ich das Deck nutzen soll. So, und vielleicht ist jetzt sogar schon vorbei. Jo. Blade hat gewonnen. Was so? Ja, wo ist Jaden? Seh mal dort. Jaden, wach auf. Komm schon, Jay. Sei erlebt, er ist nur erschöpft. Ich nicht, ich bin müde, aber gar nichts getan. Alexis, das kann nicht wahr sein. Es ist... Mein Bruder ist wieder da.
Ja. Und zufälligerweise haben Alexis Bruder und Nightcrawler dieselbe Frisur. Ist ja überhaupt nicht auffällig. Und was auch nicht auffällig ist, Freunde, seht ihr mal die Folge vorbei ist. Und wie es weitergeht hier bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution in der GX Saga, sehen wir das nächste Mal. Bis dahin, bye bye.